De Popst Leo XIV gif ke guten Job machen, hat den US-Präsident Donald Trump an engem Post geschrieben an, wann hier net am Weißen Haus wie de Popst net am Vatikan. Den Donald Trump spielt op run, dat de Leo XIV die US-amerikasch Nationalität huet, dats an der Geschicht aussergewöhnlich, dat den Politiker Popst attackiert. Detailer awer Auslandsnorichten resümiert de Patzberts. An engem Tweet kritiséierten Donald Trump de Popst Leo XIV wie schwach wat Kriminalitéit ugeet an terribel schlecht fir Außenpolitik. Esot dënno Reportere wie Zitat ke grosse Fan vun dem Popst. NRW op Visit an Algerien huet de Popst e scharfe Kritiker vum Aggressionskrich op Iran, op dat Kurieristschreifes vum Donald Trump reagiert. Ech hu keng Angst fir der Trump-Verwaltung an noch net fir chlor an deitlichchte Message vum Evangelium weiterzegin. Das dat werdech klewen. Es sinn de fir Beruf dat ze mache wat Kirch mëcht mir si keng Politiker mir mache keng Außenpolitik, so wie hien se geif verstoen, mit de Message vum Evangelium, dee vun de Friedensstifter ass de Message den Welt haut soll heeren. Nodems Washington sich aus den diplomatischen Gesprächen mit Iran zu Islamabad a Pakistan zurückgezogen hat, blockiert von heute Mittag den US-Militärstroß von Hormuz. 2 iranische Petrostanker kommen nach just 4 raus. Die US-Marine blockiert iranische Häfen nach Schiffer, die Iran eng Passagetax bezöllen, bringt dummer Waffen a Gefahr. Teheran hat Revancheattacken op Golfstaaten ugekündigt. Betonsfirma Lafarge huet vun 2013 bis September 2014 rund 5,5 Millionen Euro a Syrien und Dschihadisten bezahlt, wir können am Norden vom Land zu bleiben, auch weiter zu produzieren, ohne a Gefahr zu sehen. Geld ging um den Islamischen Staat an und die Al-Qaida-affiliiert Al-Nusra-Front. Ein Gericht zu Paris hat haut 8 Employés von Demos zu Prison kondamniert, darunter auch der CEO Bruno Lafont, den 6 Jahre festgenommen. Alle Gur, die verurteilt, planen an Appell zu gehen. Die Firma gouf für dem Zwinger Strof von 1,1 Millionen Euro kondamniert. Chaotische Wahlen nach Peru, wo Zehntausende Wähler wenns technische und logistische Probleme hier Stimmzettel nicht konnten aufgehen, gouf nach ob Haut matt verlängert. Enger provisorische Auszählung no hat sich aber schon mal die Reaktionärkandidatin Keiko Fujimori sicher für den zweiten Tour von der Präsidentschaftswahlen 7. Juni qualifiziert. Es besteht Wahlpflicht ab Peru. Wenns Skandale a Korruptionsvorwürfe hat Peru 8 Präsidenten binnen den letzten 10 Jahren.